Ruhig ist's an diesem Morgen im oberfränkischen Stockheim. An der Oberfläche. 30 Meter unter der Erdoberfläche knattert es laut im harten Gestein. Bayerns größte Bergbaubaustelle im ehemaligen Steinkohlerevier Stockheim. Verantwortlich Bergbauingenieur Robin Hoffmann. Unser Hauptziel ist die Herstellung der Sicherheit an der Oberfläche für die Bürger der Gemeinde Stockheim. Der Untergrund des 1968 stillgelegten Bergwerks bringt Risiken für die Bewohner über dem durchlöcherten Kohlerevier. Also wurde der einst verfüllte Sandkatharinenschacht 30 Meter tief wieder offengelegt. Zeitweise gruben sich 1000 Bergleute in Bayerns einzigem Steinkohlebergwerk durch geologisch stark wechselnden Untergrund. Wo Kohle rausgeschafft wurde, drang Grundwasser in die Hohlräume. Das war stets ein lebensbedrohliches Risiko für die Kumpel. Und dieses Wasser kann bis heute unkontrolliert zu Absenkungen auch an der Erdoberfläche führen. Deshalb musste es ständig in Entwässerungsschächten aus dem weit verzweigten Stollen abgeführt werden. Der Maximilian-Erb-Stollen leitete das Grubenwasser quer durch den Ort, in den Fluss, in die Haslach. Das funktionierte im Lauf der Jahrzehnte nach der Bergwerksschließung immer schlechter. Seit 6 Jahren lässt das Bergamt Nordbayern den Wasserabfluss mit Millionenaufwand wiederherstellen. Der alte Entwässerungsstollen ist verschüttet, aber ständig sammeln sich gewaltige Wassermengen unter Tage. Wenn wir hier kein Wasser abführen würden, was wir hier im Hintergrund über Pumpen im Moment machen, würden wir es schaffen, innerhalb von 3 Tagen, was man dann hier sieht, diesen Ockerstand würden wir dann erreichen. Und hier unten ist das Niveau des Erbstollens auf dieser kleinen Ebene. Und da läuft das Wasser einfach nicht mehr aus dem Grubenbau ab. Mit insgesamt 1300 Tonnen Beton und Stahl haben die Arbeiter einen 250 Meter langen neu gegrabenen Umgehungsstollen gesichert. Die Grabungsarbeiten waren gefährlich, riesige Felsbrocken fielen herab. Inzwischen ist die Gefahr gebannt. Die neuen Entwässerungsstollen kosten den Freistaat einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Viel Geld, sagt der 92-jährige ehemalige Bergmann Günter Baum. Im Stockheimer Museum des Fördervereins für Bergbaugeschichte berichtet er vom Risikofaktor Wasser. Es kostete Leben. Wir haben mal einen Wassereinbruch gehabt. Und das war 1963. Einer hat gesagt, pass mal auf, da hinten wird es feucht. 5 Minuten später tut es einen Schlag, kommt das Wasser. Wir sind alle laufend, wir waren zu viert. Ich habe die Haspel umgefahren. Und die 2 rüber, rechts und links, die abgebaut haben, die Kohle, die sind mit drauf. Und der Rohrschlosser, der ist nunterwärts. Und dann hat es natürlich mitgenommen. Der Rohrschlosser starb im verschütteten Schacht. Ein Modell der einstigen Stockheimer Zeche zeigt, wie intensiv über 400 Jahre in und um den Ort nach Steinkohle gegraben wurde. Wie einen löchrigen Schweizer Käse müsse man sich den Untergrund vorstellen. So beschreiben es ältere Mitglieder des Bergbaufördervereins. Sie verstehen die aufwendigen Sanierungsarbeiten. Gerwin Eidloth etwa hat als kleiner Junge gesehen, wie sich plötzlich mitten auf dem Stockheimer Fußballplatz ein großes Loch in der Erde auftat. Ein Glück, dass niemand zu Schaden kam. Glück auf! Den traditionellen Bergmannsgruß sagt auch Stockheims Bürgermeister Daniel Weissert, als er den Baufortschritt 30 Meter unterhalb seiner Gemeinde besichtigt. Er ist froh, dass der Freistaat alle Kosten übernimmt. Am Ende des neu gegrabenen Entwässerungsschachts zeigen ihm die Verantwortlichen ein gewaltiges Stützgerüst am Boden eines Schachtes, der wegen der Sanierungsarbeiten neu gegraben wurde. Dieser Arbeitsschacht wird gerade wieder mit Beton verfüllt. Allein 700 Tonnen, damit am Ende dieses kostspielige Loch in der Erde wieder sicher verschlossen ist, so lautet die Vorschrift. Und wie steht es nun um die Sicherheit der Bewohner der einstigen Bergbaugemeinde? Wir werden hier Sicherheit herstellen. Wir werden zum Schluss die Bürger an der Tagesoberfläche schützen können. Zufrieden verlässt der Bergoberrat der Regierung von Oberfranken den St. Katharinenschacht. Der wird nicht mit Beton aufgefüllt. Er bleibt offen, um zu kontrollieren, ob die Gefahr durch Grubenwasser langfristig gebannt bleibt.